Eine echte Tango ist eine ganz besondere Kiste. Die Idee habe ich schon Ewigkeiten und immer wieder drauf rumgedacht. Und erst als ich jetzt Kölsch angefangen habe zu schreiben, kam so langsam die Idee und hat sich auch über einen längeren Zeitraum gefestigt. Ich glaube, geschrieben habe ich die Nummer 22 und die kam auch in dem Jahr, ich weiß es gar nicht mehr genau, also die Ursprungsversion. Wir haben die jetzt nochmal neu überarbeitet für das Album. Ja, der Song ist so ein bisschen verrückt. Es geht so um die Vielfalt in Köln, die wir auch im Karneval überall erleben und feiern. Und eigentlich erzählt die Geschichte von einem Typen, der super selbstüberzeugt ist, ein sehr großes Selbstbewusstsein und sein Ding ist es halt abends oder am Wochenende rauszugehen in immer dieselbe Location, wo er tanzen geht und ist so ein bisschen ein Freak, weil das macht, also ich stelle mir so an dem Ort vor, wo das nicht alle machen, sondern er halt der ist, der da sitzt und findet sich selber total geil und sobald der DJ dann Tango spielt, ist seine große Stunde, weil er ist der total krasse Tango-Tänzer und ist auch total davon überzeugt, dass er durch seinen Tango-Style und durch seine Fähigkeiten jeden Abend eine abbekommt. Ne? Und das erzählt er so in dem Song, deswegen beginnt das so mit diesem sehr selbstüberzeugten Text, nee, bin ich schön und einfach so Jodje baut. Und die Geschichte entwickelt sich dann immer weiter und er findet eine Person, tanzt mit der und hat eine gute Zeit und natürlich landen sie bei dieser Person zu Hause und er liegt da auch im Bett und alles ist total spannend und die Person sagt, ich muss mich jetzt noch mal kurz frisch machen, geht noch mal ins Bad und er denkt so, ha, was bin ich ein guter Typ und am Ende kommt heraus, er ist halt er ist halt irgendwie einem Irrtum aufgesessen. Er dachte, er habe eine Frau kennengelernt und mit ihr einen wunderbaren Abend verbracht. Und im Endeffekt war es aber eine Transperson und das ist natürlich gar keine Kritik an der Stelle, sondern eben genau der Punkt, wo ich sage, Leve und Leve losse. Ähm, Das ist halt das, was in unserer heutigen Zeit eben jederzeit so ist und so passieren kann und wo wir Kommunikationen ändern müssen, wo wir einfach jetzt mit konfrontiert sind und was ich total klasse finde und was wir in Köln auch schon Ewigkeiten haben und hochhalten. Wer einmal im Karneval, insbesondere im Straßenkarneval oder auch auf einer Sitzung unterwegs war, der weiß, was es bedeutet, zu verkleiden, in Rollen zu schlüpfen oder sich anders zu fühlen und das ausleben zu wollen. Und deswegen der wichtigste Satz in dem Song ist halt im letzten Refrain, ob mit Butz oder im Kleid, das ist mir lang wie breit, nur beim Tango kann mir keiner widerstehen. Das ist so die Grundidee von Tango, es ist ein Song über Toleranz, aber auch ein bisschen mit einem Fingerzeig auf Leute, die zu sehr von sich überzeugt sind und damit ausblenden, dass es ganz, ganz viele andere Denkweisen und Sichtweisen in unserer Gesellschaft, in Köln, in Deutschland und ein Stück weit auch, sofern die Länder das zulassen, auf der ganzen Welt gibt und wie ich finde, geben muss und geben sollte. Darum geht es in eine echte Tango.